Die Quest mit dem Sonnenstein ist zwar vorbei, aber wir haben noch einiges zu tun, Leute, bevor es hier in die Endphase geht bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, zumindest mal fehlt noch eine Stufe, fehlt uns noch, beziehungsweise eine, ja, bisschen weniger als eine halbe Stufe. Fürs, ja, die meisterliche Wolfsrüstung halt und Alchemie brauchen wir noch ein paar Schemen und so weiter. Und natürlich vor allem noch ein bisschen Kohle. Das heißt, das erste Mal machen wir hier mit, ja doch, das Herz Waldes war, Stufe 22. Naja. Müsste trotzdem gehen, dann mal gucken ein bisschen, ja, da gehe ich hier in die Stadt runter. Hallo Jäger. Im Regen hört das Wild die Jäger nicht und wittert sie nicht. Ich hoffe doch, dass wir hier noch irgendwie einen Checkpoint haben. Also, ich sag immer Checkpoint, natürlich ein Schnellreisepoint, aber ich glaube nicht, war in diesem Dörfchen. Wobei, eigentlich schon, wir sind in jedem Dorf. Ah, doch, gut. So, jetzt haben wir da vorhin noch irgendwie einen Händler gesehen. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Was? Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mune? WTF. Nicht mehr da war. Verdammt. Es schüttet wie aus Eimern. Jo! Ach nee, schon wieder Regen? Ja, wenn schon in Real Life so, immer ein bisschen Regen. Vor allem, wenn es dringend mal nötig wäre. Aber egal. Ja, wo haben wir hier? Wird hier unten. Ich glaube, der beste Ort. Wir haben noch den großen Master. Auf Desaster, genau. Brücke nach Kirtolde. Dort hätten wir zwar. Ich gucke gerade, welchem mir eigentlich am klügsten wäre, noch ganz kurz beizugucken. Ja, vielleicht hier war Harviken. Vielleicht haben wir mal Regen gebraucht. Du, Jo, ich. Ja, ein bisschen scharf kann nie schaden. was brauchst du? Sehr viel. Was verkaufst du? Also erstmal verkaufen, war. Ich wollte dir die hier, weil es, ja, wie gesagt, ist so ein geiles Silberschwert und so weiter, aber ich will ja sowieso bald ein meisterlich, wobei, mal ganz kurz, wenn wir schon dabei sind. Oh, Bernsteinstab plus Amethyst, alter Schwede. Wollt ihr mich verarschen? Sind der Preis, was ich dafür bezahlen muss? Leck mir, und das nur zum Zerlegen. Saphirstaub, Bernsteinstaub. Der hat Meteoriten, Silber. Nee, come on, das zerlege ich nicht, das bringt es irgendwie nicht. Hä? Also Verbesserung, Entschuldigung, dass ich gerade reparieren, ne, wieso? Aber ist ja klar. Gut. Dann noch einmal, ja, würde ich sagen, weg damit, war. Was, 624 kriege ich dafür? Krass. Die bezwingen, stimmt, das war der mit 75 kritisch. Ja, meine, wie gesagt, ich will sowieso nachher meistlich Wolfswaffen, also bringt es nichts, die jetzt zu behalten. Scherbenschwert. So hübsches, komm, wegen dem bisschen. Alter, der einfach keine Kohle mehr hat. Das ist doch einfach nur peinlich, vor allem für ihn. Ach, ein Meister war. Genau. Okay, hat er noch etwas Besonderes, was wir gerade bräuchten können? Oder könnten wohl eher? Müssen wir mal gucken, wa? Natürlich ein bisschen stärker, wa? Nee, nicht. Die Armbrustbolzen sind explosive, passt schon. Brauchen wir aber gerade nicht mehr. Meißler gefertigte. Wo ist jetzt die Wolfschuhe? Dankeschön. Falscher Handwerker, gut, kein Problem, aber immerhin, wir hätten die Materialien dafür, okay. Gut, das wissen wir eigentlich bereits, was ich ja habe, aber trotzdem.
Die Hose hat man, glaube ich, auch schon meist noch gefertigt. Hier fehlt noch was. Hat er es vielleicht sogar für uns? Nö, die Mediumplatte, aber gut. Notfall stellen wir selber her. Cool und so weiter haben wir alles. Das Silberschwert noch. Ah, da gerade, hä? Das Wolf, den Wolf brauche ich ja. Die Meritiumbaren. Hat natürlich auch nichts. Mann, was hat denn der überhaupt? Da ist das Gleiche, das Meisterliche. Ich brauche vielleicht noch ein paar Dunkelstahlbahnen. Hat er den vielleicht? Ah, die hat er, cool. Hannover kann es selber zusammenbauen, aber... Oh, der Preis. Nee, den machst du lieber selber. Der Preis ist heiß, ja, ich merk's. Dankeschön. Ja, die Armbrust bringt's nichts. Dann noch ein paar geile Dinge, aber eben auch nur 5%. Blei, Pergament. Nee, der hat auch nichts für uns, Leute. Nö, leider nichts. Wiedersehen. Ich habe ihm noch ein paar geile Waffen zu verkaufen. Cool. Müsst langsam mal genug, ja, locker genug Geld, vor allem nach für den Geldtrick, den anzuwenden. Aber okay, jetzt also erstmal wieder zurück. Für die Story. Also nicht Story natürlich, sondern für die Quest. Für die Quests hier aufs Gellige. Ich glaube sogar wir bleiben hier. Nur wie gerade so, da gäbe es dann ein, zwei Dinge zu tun, aber viel brauchen wir eh nicht mehr, wenn wir sowieso schon hier sind. Ich sagte ihm noch, geh nicht in den Wald. Das war der Geist. Er hat uns wieder gemacht. Wir haben ihn erzürnt, Sven. Der Waldgeist sinnt nach Rache. Mit diesem Opfer sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon 5 Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sein Brustkorb ist entzwei gerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Jemand, der Probleme löst. Geralt, ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Ich habe deine Notiz gesehen. Welche Notiz? In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen. Gegen Bezahlung. Ich mag diesen Mann. Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. So. Wer oder was ist dieser Waldgeist? Ich sag dir, was er nicht ist. Deine Angelegenheit. Ein gewöhnliches Biest. Tötet jeden Mann, der in sein Territorium eindringt. Das war ja eine ausführliche Beschreibung. Wie sieht der Geist aus? Hat ihn schon mal jemand mit eigenen Augen gesehen? Keiner, der noch lebt. Toll. Ihr seid wirklich sehr hilfreich. Vögel haben seine Eingeweide rausgepickt. Und hier sind Bissspuren von einem großen Hund, einem Wolf vielleicht. Alles Feiglinge. Nur wahren Kriegern mit dem Herzen eines Raubtiers gewährt der Geist einen ehrbaren Tod. Ah ja. Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer. Das gefiel dem Waldgeist. Er ließ uns in Frieden. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind an Krez. Andere bezahlen mit Gold, wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden. Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erledigen.
Ich habe genug gehört. Ihr habt ein Monsterproblem, das steht fest. Aber wollt ihr es auch gelöst haben? Oh, sicher wollen wir das. Komm mit zu mir. Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn du... Ja? Was macht die Hexer, wenn? No, man hat aufgehört. Hier ist eine Spur. Ich bin gespannt, wohin sie führt. Geht mir auch so, Geralt. Geht mir auch so. Nein, dass man kein Wolf war. Dünne und tiefe Schnitte, wie bei einem Rasiermesser. Lange, scharfen Krallen wohl, wa? Das muss ja riesig sein, dass die Fußabdrücke sind. Geralt, willst du wirklich alleine machen? Na, Prost Mahlzeit, hey. Ich höre was, aber sehe nichts. Das klingt so, als würde er auf uns zumarschieren. Normale Wölfe, wa? Was zum... Zerschmetterte Knochen. Da steckt viel Kraft dahinter. Sinnlos, die Schläge zu parieren. Gut zu wissen. Verdammt, bist du hässlich. Finde ich jetzt gar nichts. War ein schöner Wolf. So, dann mal gucken. Wo haben wir noch etwas Rotes, etwas Markiertes, etwas... sehe gar nichts. Hier. Hat seine Klauen geschärft. Oder nur sein Territorium markiert. Ein Waldschrat. Männlich. Sehr alt. Verdammt. Hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Oh nein, kein Waldschrat. Nicht die Dinger. Das sind echt übel, Leute. Jo. Ein Waldschrat. Da hilft natürlich nur die Meteorbombe. Gut, Reliktöl plus Igni kriegen wir hin. Verbessertes. So, plus Reliktöl, war. Noch kein verbessertes? Schade. Ja, wie sieht's aus? Verbessertes Reliktöl? Oder fehlt mir das noch? Nö, wir hätten es, aber Zutaten fehlen. Hüllentrollleber, noch nie gesehen. Hopfendollen sind kein Problem. Das könnte eins sein. Oh. Mit Harald. Mit Sven. Mit Sven wäre klüger, aber. Mir halt die nächste Frage, wie locke ich den an? Dann nehmen wir noch einen Donner ein und dann wird's richtig lustig.
Dann wird drauf gebasht, dass die Fetzen fliegen. Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Doch früher. Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Lugos Hasenschnauze führte einen Raubzug auf unser Dorf an. Ich fand nichts als Stille und Staub. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen versteckt, habe sie kaum entdeckt. Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzelt haben. Und als sie dann Hasenschnauz umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Euer Geist ist ein sehr alter Waldschrat. Er ist gefährlich, aber ich sollte mit ihm klarkommen. Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. Beim Baum sagtest du, dass du noch eine andere Möglichkeit kennst, den Waldschrat aufzuhalten. Wir müssen zum alten Pfad zurückkehren, zurück zu den alten Wegen. Die Wälder mit Speer und Messer durchstreifen und auf faire Weise unsere Tapferkeit beweisen. Das wird ihn besänftigen. Unsere Ahnen haben den Bündnisstein im Wald errichtet und darauf Opfergaben von edlen Tieren dargebracht. So haben sie einen Pakt abgeschlossen. Mach es genauso. Geh entlang des Baches nach Süden. Unterzieh dich der Prüfung, indem du Wolfsherzen an der heiligen Stelle verbrennst. Jo. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wenn du versuchst, den Waldgeist zu töten, wirst du Unheil über uns bringen. Gib mir Zeit zum Nachdenken. Bis bald. Das wäre Methode Nummer 1. Was sagt er? Du hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen. Und diese Hexe Umtreiber. Mann, ja, alle sind sauer auf uns. Also zumindest auf jeden Fall. Hallo. Mal Können es bei ihm genauso teuer verkaufen. Wir kriegen da weniger, wie es aussieht. Oder sowieso nichts für uns. Komm, die können trotzdem mal weg. Ja, bis hierhin und nicht weiter. bis dann. See you later, Alligator. Sven, guter Ich bin alter zurück in Haus. den Wald gegangen und habe mir die Spuren angesehen. Der Geist weiß, wie man Eindringlinge beeindruckt. Sagte ich doch. Er liebt es zu töten. Ich bin mir fast sicher, dass wir es mit einem alten Waldschrat zu tun haben. Ein gewöhnliches Biest also. Wusste ich's doch. Nicht ganz so gewöhnlich. Solche Monster sind eine große Bedrohung für das Dorf. Und für mich, falls ihr mich anheuern wollt. Oh, keine Sorge. Wir haben das Gold. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Waldschrat hat einen von euch markiert. Solange diese Person in der Nähe seines Gebietes lebt, kann man das Biest nicht gänzlich vernichten. Er wird früher oder später wiedergeboren werden. Es muss ein Ältester sein. Harald, da bin ich mir sicher. Worte reichen nicht aus. Ich muss die Markierung selbst finden. Die Menschen werden dir nicht glauben. Sie werden keinem Fremden glauben, der einen der ihren beschuldigt. Aber finde den Markierten. Dann erledige ich den Rest. Ich muss meine Sinne einsetzen und herausfinden, wen der Geist des Waldes markiert hat. Tja, gute Frage, wa? Das Monster killen oder spricht den Waldschrat oder lassen wir es lieber? Kommt Sven heute vorbei? Natürlich kommt er. Ich habe gesehen. Der Waldschrat hat das Mädchen gewählt. Verdammt. Und lass ihn nicht mehr gehen. Oh, das wird übel. Oder machen wir das mit dem Altar? Du willst also herausfinden, wer sich mit dem Biest verbunden hat? Es war keine Absicht. Der Markierte hat keine Ahnung davon. Du kennst diese Ältesten nicht so gut wie ich. Jeder dieser Sonderlinge würde seine eigene Mutter verkaufen, um das Monster zufriedenzustellen. Kein Grund drum herum zu reden. Du sagtest selbst, dass der Helfer des Biestes zuerst sterben muss.
Niemand muss sterben. Der Markierte muss das Dorf verlassen, das reicht aus. Wenn er nicht zurückkehrt, wird der Waldschrat nie mehr wiedergeboren. Habt ihr gehört, was der Hexer gesagt hat? Wir müssen die Ältesten verbannen. Dann herrscht für immer Frieden. Der Waldschrat hat Hilde markiert. Hilde? Wir müssen sie verbannen. Das hast du selbst gesagt. Aber sie ist eine von uns. Es ist zum Wohle des Dorfes, Sven. Verjagt sie. Sagt ihr, dass sie nicht zurückkehren darf. Niemals. Du gehst nicht mit ihr? Komisch. Ich dachte, du hättest was für sie übrig. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich musste tun, was ich tun musste. Jetzt bist du an der Reihe. Jo, da sind wir. Und zwar sowas von. So, mal gucken, wir haben das immer noch drauf, war, also sprich das Öl. Yep, das wirkt noch gut. Lass das sein. Hier beginnt das Revier des Waldschrats. Ich muss erst alle Totems zerstören, bevor ich das Biest finden kann. Da sind wir gerade unterwegs. Ja, sind alle in der Nähe, wa? Nett, wirklich nett und jetzt wir zerstören es eigentlich. Hat mich Schwert oder was? Aha. Die arme Hilde, aber. Das muss aber verdammt stark sein, ey. Ja. Geralt. Schon besser. Weil die anderen zum Altar. Ja komm Leute, jetzt haben sie es eh schon verjagt, also. Ist so ein schlechter, ey. Ja, komm nur, komm nur. Ich bin schon sehr gespannt auf dich. Und jetzt zeig dich, Mann. Servus! Freut mich! Wow! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wow! Kuckuck! Hä? Muss doch wirken bei ihm. Guck, ich hab Konfrontationskurs. Ja, was noch für ein Schwächling? Also, weiß auch nicht, aber das war jetzt gerade ein bisschen... sehr schwach. Nette Geräusche, Geralt, nette Geräusche. Oh, meine Güte, wieso muss er den unbedingt da nicht... 500 Erfahrungspunkte bei Monstern haben wir leider schon, deswegen kann er wieder weg. Unhold-Trophäe, dann mache ich die Kima-Trophäe. Naja, wieso nicht, wa?
Gehen wir also zum schrecklichen Sven. Aber eigentlich sind wir schwach, war. Das heißt, was, die Bombe gar nicht gewirkt. Da bin ich doch ein bisschen erstaunt. Kaltblütig ermordet. Eine Schandtat. Die Götter werden uns bestrafen. Sven muss verbannt werden, bevor es der Jarl erfährt. Ups, was haben wir gemacht? Hey, seht euch das an! Ich sagte euch doch, dass es der Hexer schaffen würde. Was ist passiert? Du hast für uns das Biest erledigt. Wir selbst haben dessen Komplizen erledigt. Keine Sorge, unsere Vereinbarung gilt. Du hast dir dein Gold verdient. Es hat sich nichts geändert. Der Waldschrat ist weg, aber im Dorf haust noch immer ein Mörder. Deine Arbeit hier ist erledigt, Hexer. Du hast deinen Teil getan und ich meinen. Und damit willst du im Dorf durchkommen? Die Menschen werden sich beruhigen. Sie werden verstehen, dass die Schuldigen bestraft werden müssen. Hört ihr's? Mein Dorf wird nicht von Angst beherrscht. Es gibt keine Morde mehr. Geht nach Hause. Und was dich betrifft, Hexer, verschwinde. Hier gibt es keine Monster mehr. Hä, soll das Hilde sein oder was? Nee, hä? Naja, ob das Ganze wieder so sein soll, Leute. Ich weiß ja nicht, Toll, nicht viele Punkte bekommen dafür. Hat sich ja leider gar nicht gelohnt, aber immerhin, es war trotz allem noch eine interessante Quest und Erfahrung. Naja, jetzt, was haben wir noch zu tun hier? Wir müssen nachgucken, Leute, weil der Auftrag hier, gut, der ist so nach hier, aber das ist Stufe 18, das ist natürlich nicht so viel. Das ist eine große Quest und deswegen ja, ist das noch großartig gelohnt, aber gut, ich gehe erstmal da zur Wegmarkierung. Im nächsten Part gucken wir dann, was wir noch alles machen können. Die alte Frau. Mann, oh Mann. Ja, und schauen wir, wie es weitergeht. Hier bei The Witcher 3 Wild Hand, ja, guck mal ganz kurz. Ich habe immer noch einen Waldschrakkopf, ob der vielleicht sogar hier im Dorf verkaufen kann, aber sich nicht zum vollen Preis war. Egal. Bis dahin, ciao zusammen!